Andere Kollegin anrufen und sagen, was sie... Ja! Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin wieder da mit meiner Schwester. Hallo, wie heißt du? Joel. Cool, wie alt bist du? 15. Und wie heißt du? Joel, habe ich gesagt. Cool, gut. Wir machen heute, ihr habt sicher den Titel gelesen, was machen wir? Wahrheit oder Pflicht? Und zwar einmal, wir haben es schon mal gemacht, dort habe ich alle Wahrheit oder Pflicht aufgeschrieben. Jetzt haben wir es beide gemacht. Oh, by the way, falls euch mein Sonnenbrand stört, ja, scheiße. Ah ja, ich will noch kurz etwas anderes finden. Vielleicht haben die einen oder anderen mein letztes Video gesehen. Und oh mein Gott, danke viel mal, dass es so gut angekommen ist. Ich hätte einfach nicht mit dem gerechnet und ich bin echt überwältigt. Danke vielmals für all die herzigen Kommentare, all die Nachrichten. Es hat mich wirklich mega gefreut und mega berührt. Ja, danke vielmals. So, wir fangen jetzt mal an mit Wahrheit oder Pflicht. Ich glaube, ihr kennt es, man muss es nicht viel erklären. Darum würde ich sagen, wir labern gar nicht so viel anfangen. Dann kommen wir mit dem Video an. Let's go! Ich habe jetzt schon gerade mal gemacht. Ah gut, okay, also. Fangen wir an. Nein, es ist von mir. Was ist für dich bei Jungs der grösste Abturner? Oh, das ist eine gute Frage. Also so vom Aussehen her ist halt so ein Schnauz. Peace, Adi! Alle Frauen finden es immer nice, Bro. Und charakterlich, wenn er halt so also krass tut, dann kann es das. So also geil tut, so wenn er der Geilste wäre. Ich bin dran. Oh, was hast du für Hand? Würdest du für Geld mit einer Frau ins Bett? Oh mein Gott, das ist schwer. Ja? So für 1 Million. Dann musst du für eine Nacht nie mehr arbeiten, das ist ja logisch. Armhaar wachsen, der andere darf es dir wachsen. Yay, eine Pflicht! Aber ich kann gar nicht mehr so viel. Doch, du bist jetzt schön gewaxt. Junge Dame, haben sie sich schon mal wachsen lassen? Nein. Das wird ganz cool. Oh yes! Das war so anstrengend. Oh David, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Nein, ich kann so keine Lust stellen. Nein, das tut so schon jetzt weh. Es sind schon der Gedanke, dass weh. Okay, also wir werden jetzt das nächste ziehen und nachher wir es dann schön wegmachen. Ah. Wo rasierst du dich überall? Okay, die Frage ist eigentlich gar nicht mehr so schwierig. Also, meine Achselhaare, meine Beinhaare und meine Intim-Bikini-Zone. Ah ja, manchmal noch mein Schnurrbart. Genau, cool. Okay, next. Also, ready? Ja. Ah! Hast du weh gemacht? Es geht voll. Es hat gar keine Haare drin. Ah, jetzt tut es erst weh. Die andere Person darf dich grusig schminken. Geil. So Leute, das da, das ist meine alte Schminksammlung. von meiner ersten Schminkding. Ist sich alles vergammelt? Jo. Nein, natürlich nicht. Wir haben hier ein schönes Rouge, das können wir sicher brauchen. Das ist eine Lidschattentablette. Tabletten vor allem. Das ist die dunkelste Foundation, die man wahrscheinlich finden kann, warum auch immer ich die gekauft habe. Und zu guter Letzt haben wir hier einen mega coolen Highlighter, Glance Donut. Warte, ich muss den glaube ich ein bisschen euch näher anholen. Stinkt voll. Das ist gut so. Nee, ich will den schnell machen. Oh. Das ist wie ein Mundklopfen, aber richtig hart. Wie fühlst du dich? Schön. So, wir machen wieder mit Highlighter. Oberladen wir. Ich kann mich auch noch ein bisschen machen, das ist auch schön. Oh damn girl, glowing, oh yeah! Ja, ich kann Lust mehr. So, das ist meine wunderschöne Schwester. Schreibt sie auf Insta an. Ja, ganz geil. Ich würde sagen, wir machen weiter. Wann hast du dich das erste Mal selbst befriedigt? Ich habe schon wieder eine Frage. Boah, die hätte ich auch ganz locker beantworten. Echt? Ja. Ich habe mega früh angefangen. Also, alle sagen ja so mit, ja, keine Ahnung, 18 und so. Und ich bin da so, ich habe da schon angefangen, ich noch immer gewusst habe, dass das gibt. Aber ich glaube, so richtig aktiv mich selbst befriedigt habe ich vielleicht so mit 10. Schon früh, oh mein Gott, ich bin ja richtig versaut. Nein, gut. Ja. Ja.
Mach am anderen ein erstes Liebesgeständnis. Du hast alle Pflichten, ich alle Wahrheiten. Nein, das ist voll scheiße. Ich will viel bessere Wahrheit sagen. Ja, jeder ist bessere Wahrheit sagen. Zum Glück, wenn ich das nicht mache, könnte ich absolut nicht ernst. Ja, also es ist halt so, wir haben halt vorher viel zusammen gemacht und ich habe irgendwie gemerkt, dass ich langsam für dich Gefühle aufgebaut habe, obwohl wir eigentlich Freunde sind, oder? Und ich habe auch gemerkt, dass ich mehr für dich fühle als ehrlich. Das ist voll gut. Also ich weiß nicht. Aber du musst schon sagen, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Danke. Es war richtig schlecht. Nein, ich bin nicht. Oh, ich habe endlich auch eine Pflicht. Also, an eine Kollegin anrufen und sagen, was sie... Ja! Und zwar, ich muss an eine Kollegin anrufen und sagen, was sie von einer Brustvergrößerung halten. Also im Sinne von... Ja, du willst sie sozusagen machen. Genau. Ja, ich rufe jetzt mal den Mara an. Ich glaube, das wäre noch am ehesten, dass ich ihr wieder anrufe, wenn ich jetzt das würde. Oh mein Gott, das ist cringe. Ich kann jetzt wirklich Egal, nein, mach einfach. Ich kann das gar nicht. Ich glaube, ich kann es so verkaufen, dass ich eine Kooperationsanfrage bekommen habe. Also, no front an die eine Brustvergrößerung gemacht haben, ist ja so jedem seine Sache, aber meine wäre es jetzt halt nicht. Ja. Ja. Hallo? Ja. Bist du gerade daheim? Ich? Ja. Easy, ich muss dich ganz etwas fragen. Es ist vielleicht eine mega dumme Frage gerade. Und es kommt gerade fucking spontan. Ich habe gerade eine Kooperationsanfrage bekommen und sie haben halt jetzt so gefragt, ja, also so ein bisschen im Sinne von, oh mein Gott, das ist gerade so dumm, das zu sagen. Also, ja, halt im Sinne von, ob ich Lust hätte, bei ihnen mal im Studio vorbeizukommen und eventuell meine Brust vergrößern lassen. Also es ist eben so speziell, irgendwie, dass du mit deinem Beinfett, also mit dem Fett von deinen Beinen kannst so natürlich, also natürlich so halt nicht mit Silikon, Brust vergrößern lassen. Und ich könnte das halt sozusagen dann gratis machen. Und ich bin mir irgendwie... Ja, ich bin halt irgendwie so ein bisschen am Überlegen, ob ich das machen soll. Weil es ist halt irgendwie nice, weil es halt gratis ist. Manchmal gerade was sagen, ehrlich gesagt. Manchmal was? Rebell ist das? Du kannst nicht einfach zu irgendwelchen random... Was sagen deine Eltern? Ich habe es ihnen noch nicht gesagt, ich habe es aber jetzt... Keine Ahnung. Wer ist das? Sag mal, wie heißt du? Oh, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht. Kann ich sonst nachher nachschauen? Aber ich habe keinen Plan, was ich dazu sagen soll. Keinen Plan. Findest du das eine dumme Idee? Oder? Ich finde halt einfach, so eine Operation ist nicht etwas, was du innerhalb von 5 Minuten entscheiden solltest. Also weißt du, was ich meine? Ja, voll. Weil das ist nachher dein Leben lang so. Und also, ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen, aber ich würde es nicht so als schnell Ding entscheiden. Ja. Warte, ich weiß nicht, was sagen. Ich weiß nicht, was sagen. Was ist das für ein komisches... Buh! Ja? It's a prank, du bist in einem Video. Nice. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber ich habe nicht gewusst, wenn ich dich so am besten prank... Okay. Steck den Arm ins WC. Oh mein Gott, du musst es machen. Nein, Nati, ich habe schon mal viel Pflicht machen. Bitte nicht. Hast du selber aufgeschrieben? Ja! Ich habe nicht gewusst, dass ich so viel Pflicht machen. Du bist so ein Opfer in diesem Video real. Das ist schon, das hat so etwas drin. Was hat es drin? Nein, ich finde das nicht. Du einfach. 3, 2, 1, go! Wow! Yeah! Wer, Bro! Schau, man sieht mich da. Peace! Ich stehe gerade auf der Badwanne. So, wie fühlt sich das an? Hure viel Schuhe. So, wir kommen zum letzten. Womit kann man dich am meisten beeindrucken? Nein, es regt so auf. Ich habe keine Lust mehr. Ich gehe nachher weg. Also mich beeindruckt am meisten, glaub's, also wenn sie halt humorvoll sind. Also was mich beeindruckt ist, wenn du mit jemandem mega gut kannst reden. Also weißt du, so, das kann irgendwie nicht jeder. Und wenn du halt wirklich mit dieser Person so über alles kannst reden und dich verstanden fühlst, das finde ich beeindruckend. Und wenn sie kochen können, weil ich kann absolut nicht kochen. Peace, gut. So, das wäre das Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch unbedingt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und ganz wichtig... Keine Ahnung. Glocke aktivieren. Ja. Du es mal vorzeigen.
Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder.